Salut, bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin nach wie vor auf meiner Velotour und habe bereits heute die ersten Kilometer absolviert. Jetzt geht es auf die Fähre, die mich auf Dänemark führt. Und dort geht es dann weiter Richtung Kopenhagen. Wenn wir noch mal kurz einen Blick auf die Karte werfen, ich bin bereits von Rotterdam bis Fehmarn gefahren. Das ist schon ein sehr gutes Stück, aber jetzt geht es immer weiter auf den Norden. Da habe ich richtig Bock drauf. Let's fetz! Ich glaube, ich habe einen toten Maulwurf gefunden. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Maulwurf in meinem Leben gesehen, so live. Nur immer in diesen Kinderzeichentrickfilmen. Und ich denke, die Teile sind viel grösser. Also wenn das hier ein ausgewachsener Maulwurf ist, hier am Boden, und die nur so klein sind, dann bin ich richtig hart hops genommen worden, meine ganze Kindheit lang. Den letzten Teil habe ich jetzt noch richtig Gas gegeben. Auf meiner Wetter-App hat es geheissen, am 4 Uhr kommt es regnen. Regen keinen Besitz, das war 4 Uhr. Schade war's, aber ich bin jetzt einmal im Trocknen. Ich habe mir ein Airbnb nehmen, wo ich sonst nichts gefunden habe. Und das Zimmer ist einfach riesig. Ein riesiges Bett. Und manchmal ist es einfach auch gemütlich, mal ein gutes Bett zu haben und nicht immer warm schauen. Es ist immer so eine kleine Ecke für dich oder eine Matratze am Boden oder eine Couch. Und manchmal ist es einfach nice, ein Zimmer zu haben, das du für dich hast, das du dafür bezahlt hast. Dafür kannst du es einfach auch wirklich brauchen und wirst nicht gestört. Und ist wirklich... Manchmal ist das einfach nötig. Bist du für Deutschland oder für England? Ich bin neutral. Neutral? Ja, ja ich auch, ja. Ich bin gerade losgefahren vorhin und ich habe jetzt bereits zwei nette Leute kennengelernt. Loch und Flochin. Salut! Hey. Wir fahren jetzt ein Stück zusammen, eventuell bis Kopenhagen. Es geht immer weiter, die Küste entlang. Sounds good to me. I will try this. Oh no! It just gave up. So we are here and it's a nice city because it's yellow. Wir gehen uns jetzt erstmal unsere Schlaflocations anschauen, sogenannte Shelters, die es hier überall in Dänemark gibt, die rumstehen und man dann gratis dann übernachten kann. Das sind so Holzhütten, wie man hier schon sieht. Und meistens hat es auch eine Dusche oder zumindest ein WC und Wasser in der Nähe. Und ja, es ist meistens so ein gemütlicher Platz, wo man einfach herfahren kann und sein Zeug herstellen, in diesen Häuschen schlafen und am nächsten Tag wieder gehen. What do you say, Laura? With the grass on the roof, it looks like a hobbit's house. A hobbit house? Yeah, it's true. Der einzige Nachteil bei diesem Shelter ist, dass es meistens keine Dusche hat. Und ich habe jetzt jeden Tag duschen, wo ich es einfach unschön finde, nicht zu duschen nach dem Velofahren. Und dann muss ich jetzt irgendetwas improvisieren. Oh yeah, thank you. Ja, die Laura hat jetzt gerade eine Platte bekommen. Jetzt müssen wir die natürlich noch schnell beheben. What the fuck? Repaired? Liebe Freunde, es ist soweit, es geht weiter und zwar geht es heute Richtung Kopenhagen. You're ready to cycling to Copenhagen? Yeah. Yeah. No rain. Ja, es ist soweit. Laura hat leider noch mal eine Platte bekommen. Oh yeah. A third flat tire? Yeah, for Laura. For Laura? And you don't have... 3. You have 3 too? Yeah. No. So 6 flat tires. So you're profis now. Is this why you travel by bike?
Ende des Fahrradsportes. Ich bin hier in Kopenhagen angekommen. Haben wir hier ein Hostel gezogen. 6 Leute können insgesamt pennen. Wie ich gesehen habe, ich glaube, das dritte sind wir bis jetzt angefangen. Und es ist wirklich komplett im Zentrum. Mit der Ankunft in Kopenhagen haben sich auch die Wege zwischen mir, der Loch oder Florin getrennt. Sie haben nämlich ein anderes Airbnb in der Stadt. Aber wir haben gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und wer weiß, wir haben eine ähnliche Route. Das heisst, man trifft sich vielleicht wieder und fährt wieder eine Runde zusammen. Auf jeden Fall nice gewesen, ich wünsche nur das Beste. Viel Spaß auf dem Trip. Also wenn ich hier aus dem Hostel rauslaufe, bin ich gerade voll im Zeug drin. So, das ist mein erster Tag hier in Kopenhagen. Ich gehe jetzt ein bisschen die City besichtigen mit meinem Bike. Laura kommt auch noch mit. Sie hat diese Nacht auch im gleichen Hostelzimmer gepennt und hat sich jetzt ein Bike gemietet. How do you like the park? Beautiful. Way better than the last park. Yeah, a bit more green here. There's a box I was when I went to go burn that bridge. And then I hunt choking, put a few chinks like a bitch like stealing. This get run there, so my rising flicks. This I thought so rapid. Gerade am Strand von Kopenhagen angekommen. Es ist mal Zeit für eine Runde zu baden hier. Cheers! Let's go! Und so kalt ist das Wasser hier in Kopenhagen. Wie man sieht, bin ich wieder auf dem Velo. Und zwar habe ich jetzt gerade Kopenhagen verloren. Das geht Richtung Helsingør. Das ist der letzte Zwischenhalt in Dänemark, bevor es dann über auf Schweden geht. Da geht. Boah, ist übelst kalt, ey. Ja, liebe Leute, ich habe hier mein neues Warmschauer geschafft. Das ist hier in so einem kleinen Häuschen in einem Schrebergarten. Das ist ja, die einzige Nachricht, die ich zurückbekommen habe. Aber es ist nice, ich kann immerhin drin pennen. Ich habe meine Gartenschlauchdusche genommen. Also ehrlich gesagt, der Regen, der jetzt hier vom Himmel kommt, ist wärmer als die Dusche, die ich jetzt genommen habe. Aber immerhin fühle ich mich jetzt wieder frisch. So, dann würden wir noch mal zur Budgetübersicht kommen von den letzten paar Tagen. Und ich sage nur, es ist teuer geworden, weil ich bin in Dänemark angekommen, im Norden. Ja, gebraucht habe ich 402 Franken und übrig sind somit noch 8517 Franken. Das war's gewesen. Merci fürs Schauen. Ciao, ciao. And now a word from our sponsor. Gefla. Yeah, you have to try it.